Und da sind wir wieder, Freunde. Voller Tatendrang geht's in eine neue Runde bei SRORI Holo Fragment. Jo, Mann. Ja, letzte Part ist schon eine Weile her, aber das soll uns nicht weiter aufhalten, nicht wahr? Im Gegenteil, wir gehen natürlich jetzt voller Euphorie in die nächste Runde. Okay. Eis sieht lecker aus, ist natürlich alles virtuell und so, sieht trotzdem lecker aus. Jo, natürlich auch wichtig. So, mal ganz kurz gucken. Ja, hi Silika. Wir sind jetzt bei Part Nummer 37. Und wenn ich komplett falsch liege, sind wir bereits bei Ebene, also bereits, mehr oder weniger bereits bei Ebene 81. Ich habe eigentlich erwähnt, dass wir nach Ebene 80 wieder mal ins Holo-Area gehen wollen. Das Problem ist, dass wir bei weitem nicht so stark sind, vor allem vom Level her, wie ich gerne wäre. Andererseits, was ich irgendwie auch lustig finde, dass die Ebenen seit Ebene 79, 78 Jahren sogar, relativ klein geworden sind. Also vielleicht sogar ein Hinweis darauf wegen, hey, jetzt die letzten Ebenen werden ein bisschen kleiner, würde auch zur Struktur, sage ich jetzt mal, von Aingra passen. Gut, das haben es, ja. Schöne Festung von Aingra, da man zwar ein bisschen klein hier im Bild, aber trotzdem, man sieht's. Ja, wenn man halt logischerweise in die Ebenen halt von unten nach oben gehen und dementsprechend Ebene 1 zu unter, Ebene 100 zu oberst ist, kann man schon sagen, okay, die letzten Ebenen müssen also eigentlich wieder kleiner werden, so wie die Anfangsebenen ja auch waren. Theoretisch, wenn das überhaupt irgendwie einen Bezug darauf hat. Oder wir machen erst ein paar Sidequests noch, das ist natürlich auch eine Option. Mal schauen. How's Pina been lately? Her health hasn't worsened, has it? Achso, stimmt, ja, Silika ist ja vor 2, 3, 4 Folgen und so, keine Ahnung mehr. Hat sie irgendwie etwas verschluckt, wodurch sie irgendwie dann plötzlich geglüht hat, fast schon irgendwie ein Super Saiyajin und dann der Effekt hat wieder nachgelassen. Das war eigentlich, ich glaube, sie jetzt irgendwie krank ist, Virus angefangen hat, whatever. No, sieht gesund aus. Yeah, I see what you mean. Pina looks like she's matured. She's practical an adult now. Also, ja, sieht eigentlich aus, das sieht ein bisschen erwachsen aus. Naja, sie beschützt dich ja. Ähnlich wie dein Schild. Und nimmt halt die gegnerischen Angriffe auf sich. Was? It looks like your family has learned a new skill. Ja, es sieht aus, als hättest du etwas Ähnliches wie einen neuen Skill erlernt. Vielleicht war es der Teleport-Kristall, den sie verschluckt hat, bevor sie einen gegnerischen Angriff auf sich genommen hat. Und das lernen wir mittlerweile nach Ebene 75. Also im letzten Viertel des Spiels. Geil. Ah, okay, verstehe. Also denkst du, dass dieser Teleportkristall etwas in diesem Spezialessen ist? Teleportkristall erhöht die Verteidigung. Oh, interessant. Also meinst du, es könnte auch noch andere so Power-Up-Items geben, die du wieder zum Füttern geben könntest? Haben sie erwähnt, was für Items du versuchen könntest? Hoffe ich doch. Ich interessiere mich sehr für oder bin sehr an der Entwicklung von Pina interessiert. Ich werde noch ein bisschen für mich selbst recherchieren. Wenn du planst, irgendwelche Spezial-Power-Up-Items zu geben, whatever, dann lass mich bitte wissen.
Ja, es müsste ja alle möglichen Sorten von Power-Up-Items im ganzen Spiel versteckt sein. Theoretisch ja. Ist das eine Quest oder was? Ja, ich glaube, ich versuche jetzt mal das Ganze doch zu übersetzen, indem man irgendwie auf Englisch vorzulesen und so. Da ich dann doch gemerkt habe, teilweise, was heißt teilweise, des Öfteren, dass man Englisch Verständnis, also ich sag's mal so, für mich selbst und dann durchlesen, das Verständnis relativ schnell da, aber es vorzulesen, denke ich mir so teilweise, während dem Lesen denke ich mir so, oh scheiße, stimmt doch garantiert, das spricht man doch anders aus und so, und das finde ich doch ein bisschen kacke. Vor allem, wenn ihr es in den Kommentaren schreibt, ja, ist es eine, aber wenn ich selber vorlese merke, oh nee, das liest man doch anders und ich weiß nicht genau wie, dann ist es ziemlich kacke. Also Doppelkacke eigentlich. Und das will doch keiner. Die sind einfach direkt so frei übersetzen. Ja, das war dann nicht so schlecht. Okay, hat nichts mehr. Haben wir auch schon gemacht, war in der letzten Folge. Ja, ich würde sagen, wir haben eine andere Quests, aber ja komm. Denkst du, 5 Ebenen können wir schon noch machen? Ups. Oh. Natürlich hier, super. Obwohl, andererseits, wir können mal ein neues Spiel hier testen. Da war es neu. Ist ein bisschen stärker geworden als früher. Er muss erstmal ein bisschen reinkommen. Geht irgendwie auf dem Schwächen-Level in Erinnerung. Da wachsen die mit. Irgendwie immer krass. So, Moment. Ja, ich brauche einen kurzen Moment. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es gerne hätte. So, wäre schon besser. Ja, irgendwie. Ich wollte gerade... So, Dead End. Also, wenn ich treffe, machen wir relativ guten Schaden. Also, in der Stärke her haben wir, glaube ich, kein Problem. Ist echt nur das Level. Und ja, ist nichts Neues bei... Ja, generell bei SO. Der man auch im Anime sehr schnell. Dass, wenn du halt ein höheres Level hast, ist Angriff, Verteidigung oder sag jetzt mal die Attribute sind relativ egal. Du bist einfach halt so weit vom Level voraus, dass du... Ja... halt andere Vorzüge hast, die es dann den Gegnern, vor allem so NPCs oder andere Mitspieler, ein bisschen schwieriger machen, gegen dich anzutreten. Ich hoffe eigentlich noch ein Level-Up für beide, aber... Das sah episch aus. So, ich treffe häufig nicht, aber häufig auch schon. Das gefällt mir. Lass mal kurz switchen. Ja, Spinnenvieh hat so eine hohe Ausweichrate, eben wegen dem Level, aber Verteidigung ist gleich 0. Okay. Die wieder nichts mehr mit treffen. Endlich. Gebraucht ist aber nichts. Schade, schade. Da hat zumindest Aslan können noch irgendwie ein Level up oder so. Aber nö, dem ist nicht so. Ja gut, Leute. Freuen wir uns auf den nächsten Ebenen. Wir haben ja eigentlich noch eine Sidequest auf der einen Ebene vor uns. Und zwar Ebene 80. Da gehen wir ganz kurz nach hin. Use Teleport Gate. Back, nee, nicht so. Wo waren wir? War ziemlich hier. War ziemlich genau hier. Das ist ein Zurückkommen, aber dann Teleport-Kristall. Das wäre der Scheiß. Wobei, wir haben genug. List Shop würde sie gerne gehen. Später. Denke ich, kein Problem. So, hier waren wir da. Dann noch ein paar. Wo ist das? Hier. Oh. Wegen einem hat es total gelohnt. Mann, was willst du denn? Phantom der Opfer.
Ist doch wahr. Gut, nehme ich halt ein Item. Equipment, Events, Dragon Breaker. Die haben wir eben noch, krass. Auch mal was Aslan so dabei hat, aber irgendwas groß was machen nämlich eh nicht. Teleport Crystal, komm, wir haben über 20, da können wir ruhig mal einen verschwenden, sag ich jetzt mal. Zack. Kirito use Teleport Crystal. Zack. Gut, lassen wir das. Ab auf Ebene 81, Freunde. Backdoll oder Backdoll. Stimmt, dass wir nach Rüstung gucken können. Oh, noch mehr Wüste. Die letzte Map war schon teilweise Wüsten. Oh Gott. Wobei jetzt hat sie mehr ein bisschen so ein. Weiter Quatsch nicht mehr. It's all this, we aren't careful, we might completely dry up. Also wir können komplett verdursten, weil alles Wüste ist, okay. Ja, was ich gerade sagen wollte, ist mehr so ein bisschen wie, ja, wie soll ich sagen, wüstenähnlich wie Aladdin. So was in der Art. Naja, ich denke nicht, dass nein, kein Strong. Aha, dass es nicht irgendwie so einen Status gibt wie Herzstillstand und so. Also denke ich, sind wir relativ okay. Aber wenn es kein Herzstillstand und so etwas gibt, dann kriegst du sicher einen Sonnenbrand. Also ich denke, selbst wenn es so etwas geben würde, würde es dir höchstens ein bisschen Schaden machen. Oder so ähnlich. Was? Ah, it's not likely will damage you or anything. What's the problem? Aha, es wird trotzdem keinen Schaden machen. Der ist anschlecht. Auch wenn es Sachen gibt, die keinen Schaden machen, ist es für ein Mädchen nicht automatisch unwichtig, okay? Ja, okay. Versuchen wir auf die Ebene so schnell wie möglich abzuschließen. Mann, ey. Ja, Wüste. Servus, Wüste. Na, wie geht's? Okay, ein paar Skorpione platt machen, natürlich kein Problem für uns. Zumal wir so stark sind. Ziemlich erstaunlich, ey. Erstaunlich, weil die Gegner sind Level 82, die sind eigentlich viel stärker als irgendwie noch auf Ebene 76. Und das wundert mich halt doch ein bisschen. Also ich warte irgendwie noch auf den großen Levelsprung. Bei Normalgegnern. Normal spielen, okay. Was waren eigentlich die Quests, wenn ich mal ganz kurz gucken darf? Telpit-Stil. Ah, etwas anderes. So, Phantoms. Phantom brauchen wir also. Skorpion ist kein Problem. Phantome suchen wir, oder kriegen wir auch noch. Oh, eine Oase, krass. Sind schon wieder. Der Tempel zum Boss? Nee, oder? Naja, wenn es so wäre, müsste irgendwie das Spezialmonster sein. Der Eingang zum Labyrinth ist schon hier. Aber hier scheint den Weg zu versperren. Vielleicht irgendwie ein Event oder so. Mystery's Voice. Only the strong may proceed. Defeats the Lord of the Four Winds and prove you're strange. Scheint, als wäre das Event bereits gestartet. The Lords of the Four Winds. Sollte eigentlich schon relativ bald klar werden. Jetzt suchen wir erstmal das ganze Areal ab und ja, scheint die beste Option zu sein, das Areal abzusuchen. Genau. Ja, die Hände 4 Ruine ist relativ easy, war. Ich habe 4 so Eingänge wie hier und da sind halt Typen drin. Die Prüfung vom Outlying Labyrinth, das heißt ein Outlying. Das Rauslügen? Nee. Nee, Quatsch, irgendwie etwas anderes sein. So. Aber auch nichts. Ah, eine Truhe. Also muss ich doch einen anderen Weg nehmen. Okay. Ein bisschen Erz. Für den Herzschmerz. Servus. Oh, die wollen gar nichts von uns. Groß. Cool. Was haben wir hier? Eine Kriegerklinge. 2-mal? Krass, Mann.
Hast wieder mal Dinge upgraden, wa? Also unser Schwert und so. Wäre eigentlich wieder mal eine Option, Warrior Blade. Hä? Hat er zweimal? Ah, hier. +2. Hatte mit DPS Damage, ja, aber die Kernstatistik oder der Kernstatus, das ist unsere aktuelle Waffe und der stärkste. Ja, ist ja gut, haut ab. Nachher auch nix. Ah, eine Truhe. 300.000, cool. Finde ich richtig cool. Ja, ich höre schon auf. Noch eine Truhe. Teleportkristalle, wieder 3 Stück, dankeschön. Okay, da ist die Tür. Moment, Raum, bis alle kommen. So, jetzt können wir. Mal ganz kurz switchen. Also jetzt gerade gestunt, dachte ich mir schon. Das kann ja womöglich gewesen sein. Kein Problem. Oh. Bei der sieht man nach dem Boss aus. Kuckuck. Na, bist denn du für einer? Der Schattendämon. Oh, da haben wir gestunt. Aber ist nur ein Penner. Was just managed it? Ja, wir haben es geschafft. Gibt keinen Grund hier zu bleiben. Aha, aber trotzdem zu Fuß zurückgehen, wa? Mhm. Das sein könnte, dass das Spiel jetzt sagt, okay, wir porten dich raus, so ähnlich wie es halt beim großen Labyrinth auch immer so ist. Aber ja, jetzt haben sie so mal sowas angebaut, ist doch auch cool. Wo geht's wieder zurück? Hallo? Also im Sinne von sowas eingebaut, einfach mal so 4 Tempel, die man erst machen muss, bevor man zum Haupttempel darf und so. Ist doch auch ganz nice. Ja, aber trotzdem, auch wenn es hier 4 Tempel gibt, hier wird wohl der nächste sein. Jo, oder Schreine von mir aus. Irgendwo in der Nähe muss doch auch der eigentliche Zwischenboss, naja, mehr oder weniger halt. Der Spezialmonster sein, Mensch. Ah, Phantome. Tschüss. Was machen wir genau? Hat er eine Quest mit? Das hier. Okay. Mal schauen, wie selten die sind. Was macht der Kopflose hier? Hey, Dullahan! Komm sofort! Oh, da war ein bisschen heavy. Ah, wir haben eins, sehr gut. Für 1 von 9 ist sicher mal besser als 0 von 9. Ja, ist ja gut. Okay, da sieht man doch eher nach so einem anderen Special Monster aus. Also nichts mit diesen 4 Schreinquests zu tun hat, sondern halt, ja, das Sichelmonster sowieso holen müssen. Finden müssen. Die Gilden-Quest halt. Oh, warte mal, war nicht gerade der Boss von Ebene 80 was so ein Sichelding? Jetzt haben wir hier einen Zwischenboss, der ein Sichelmonster ist. Also ein Phantom von mir aus. Das Phantom der Opfer. Die sind doch scheiße selten. Ein Rapier. Warte mal. Ich kann doch Asna. Wir können mal deine Character Information. Nettle Reach hier.
Mal kurz gucken, wenn ich jetzt... Items. Ah, dann noch ein paar Dinge. So rapiermäßig ein bisschen mehr Damage machen. Lupus Lin, die sieht relativ cool aus. Talk about Battle, Character Information. Hey, kann ich hier so nichts geben? Ich kann gerne mehr auf Angriff gehen. Hey, da wäre hier gewesen. Favorite Sword Skill Penetrate. Okay, gut zu wissen. Danke, Asna. Aber okay. Geht's ja, solange sie mit uns im Team ist, vielleicht geht's deswegen nicht, keine Ahnung. Ah ne, das ist aber so Monster. Okay, das ist schon mal so ein Sichelviech. Mal ganz kurz gucken. Hier, Guild Quest. Einen Blaze Demon. Ja, da könnte doch der andere sein. Ah, 2 von 9. Sehr gut. Aber man muss trotzdem wieder ein paar Mal raus und reinkommen. Right behind you. Ist einer hinter mir? Du meinst, es hinten neben uns steht. Ah, ganz kurz switchen. Drei von 9. Was theoretisch 3 Mal reingehen. Damit ich alle 9 habe. Ich hoffe, wir gehen am 4. und 5. So, du bist also der Special Demon hier, wa? Jo, da ist er. Oh, da ist ein bisschen was drauf. So, was macht er? Was macht er? Oh, fuck, da die hätten gehabt. Scheißegal, komm, tschüss. Level up! Jo, das ist nicht übel, meine liebe Astna. Guild, was haben wir? Sword Skills can be parried. Oh, das jetzt Sword Skills sein? Okay. Also Schwertskills. Nicht von schlechten Eltern, der Boss, der uns erwarten wird. Ah, und hier ist also der... Okay. Hier ist also... Der zweite Schreinboss, sag ich jetzt mal. Oder Miniboss, whatever. Damit haben wir den auch. Hallo, ich war deine Sichel, gib sie mir. 4 von 9. Gibst du, oder gebt ihr uns noch 5 von 9? Ah, ich hätte mal mehrere Monster mit einem Schlag gekillt. Also mehrere Monster quasi, mehrere Gegner mit einem Sword Skill. Das wäre richtig nice. Vermutlich wird es mit den AOE Sword Skills ja gehen. Oder AOE Skills wohl eher. Phantom Edge. Eine neue Waffe für uns. Wo ist er hier? Discard, ja, du bist auch Discard. Was haben wir hier Schönes? So geht der jetzt aber nicht hoch. Nee, das ist zu wenig. Den Wechsel rechtfertigen würde. Du willst ja noch eine Fresse haben. Ja, du landest nur der Wächter, wa? Ist schon klar, Alter. Ah, ist offen. Kuckuck. Hey, Schatten, der... Hallo? Das war für mich zu stunnen? Ich finde das unhöflich. Man steht Ohren somehow? Ja, haben wir nie geschafft. Okay, Zeit zurückzugehen. So, Freunde, ich würde auch mal sagen, es ist Zeit, den Part zu beenden. Wie ich behaupten würde, relativ erfolgreich. Wir haben... Oh, Monster nachgekommen.
Wir haben 2 von 4 platt gemacht von diesen Mini-Bossen. Plus auch schon den Special Monster platt gemacht. Sogenannten S im Gegner, N im Gegner, Entschuldigung. Eigentlich steht immer S in. Egal. Für die Guild-Quest, oder das Guild-Quest-Monster, man könnte es auch so nennen. Die Quest haben wir auch bald durch. Ja, wenn es weitergeht, dann gar kein Thema. Ich denke, wir in der nächsten Folge noch ein paar Sicheldinger plattwälzen, plus ein paar andere Minibosse und dann vermutlich auch schon mal vorbereiten war. Und zwar für den Ebenenboss. Entschuldigung, aber nicht gehört. So, 6.9, perfekt. Freunde, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Sword Art Online wie Holo Fragment. Ciao, ciao.